hallo zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama aus dem Jahr fast schon frühlingshaften Thun. Folgende Themen haben wir heute für euch. Erkausa Munitionslager Mitholz gibt es neue Lösungsansätze. Und Martina Wiss holt sich am ersten Wettkampftag bei der Telemarkerinnen Zmyra den Sieg. Zuerst schauen wir jetzt aber noch auf die News vom heutigen Tag. Länger auf der Piste. Der Snowpark im Wintersportgebiet Grindelwald-First bleibt dank der guten Wintersportverhältnisse länger offen, nämlich bis am Ostermänti, 18. April. Die Firstbahn fährt durchgehend und die Wintersportanlage um die kleine Scheidegg bleibt teilweise bis am 1. Mai offen. Standort Thun wird für die Ruhe weiterhin wichtig sein. Das italienische Unternehmen Beretta übernimmt die Munitionsfabrik in Thun. Stadtpräsident Raphael Lanz kann den Verkauf nachvollziehen, sorgt sich aber gleich um die Auswirkungen auf die Armee. Die Stadt Thun bereitet sich auf die ukrainischen Flüchtlinge vor. Am 18. März findet ein Informationsanlass für die hier lebenden Ukrainerinnen und Ukrainer sowie Personen mit ukrainischen Wurzeln statt. Die ersten Flüchtlinge sind bereits in Thun angekommen. Schon seit 2018 wird hinsichtlich der verschütteten Munition zu Mitholz nach einer Lösung gesucht. Gemäss Eidgenössischem Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport soll das Gebiet jetzt in 3 Gefahrenzonen eingeteilt werden. Heisst, 60% der Betroffenen hätten die Wahl, ob sie zu Mitholz bleiben möchten oder nicht. Gina Krückel hat beim Projektleiter Adrian Götschi genauer nachgefragt. Wir haben letztes Jahr im September angekündigt, dass Mitholz nicht zum Geisterdorf werden soll, dass wir eine differenzierte Umsetzung von diesen Sicherheitszonen anstreben wollen. Und heute haben wir jetzt kommunizieren, wie das konkret die abgestuften Zonen im Gelände aussehen, sodass die Betroffenen, jede einzelne Person weiss, ob sie in Mitholz bleiben kann für die Dauerverräumung oder ob sie zwingend wegzügeln müsste. Insgesamt haben wir im Evakuationsperimeter rund 130 Bewohnende heute noch. Und das sind rund 40%, die jetzt in diesem Sicherheitsperimeter werden sein, die zwingend werden den Perimeter müssen verlassen müssen. Die restlichen 60% werden können wählen, ob sie bleiben wollen oder ob sie auch wegzügeln wollen. Sie gehen ja davon aus, dass es nicht sehr angenehm wird, um mit Holz zu leben. Mit was müssen die Leute, die dort bleiben, rechnen? Im unmittelbaren Einzugsbereich der Baustelle wird es Lärm geben, es wird Staub geben, es wird Erschütterungen geben. Da muss man klar sehen, die Flut ist relativ nahe an den Häusern, die Flut ist hoch. Man wird von oben nach unten in einem offenen Steinbruchbetrieb die abbauen. Das wird entsprechende Beeinträchtigungen geben und das ist sicher nicht angenehm, wenn man da unmittelbar davor wohnt. Wir haben ein Schätzungshandbuch gemacht, damit man klar geregelte Spielregeln hat, für die Objekte zu bewerten. Das Schätzerhandbuch, das haben wir auch prüfen, unabhängig, dass das gut ist, dass das fair ist, dass das funktioniert. Und so bewerten wir alle Liegenschaften nach einheitlichen Kriterien bewerten. Das ist aber nicht der Preis, den wir nachher den Betroffenen zahlen, weil wir in Mitholz eine Tiefpreisinsel. Das Geld das würde nicht reichen, für eine Ersatzliegenschaft zu kaufen und darum bekommen die Leute noch einen Zuschlag, sodass sie eine Ersatzliegenschaft im freien Immobilienmarkt talaufwärts oder talabwärts kaufen können mit dem Geld, das sie entschädigt werden für ihre Liegenschaft. Das Angebot für das Erwerben der Liegenschaften, das gilt für einen Sicherheitsperimeter und für einen Evakuationsperimeter in gleichem Maß. Wir unterscheiden auch die Preispolitik zwischen den beiden Perimetern nicht unterscheiden. Es wird allerdings schon zu prüfen sein, ob man im Evakuationsperimeter ganz weit aussen, ob man dann wirklich bis zum Schluss des Projekts immer noch die Liegenschaften kaufen würde. Irgendwann muss man dann vernünftigerweise schon sagen, jetzt ist abgeschlossen mit dem Übernehmen der Liegenschaften, wo man nachher keine mehr kaufen würde. Das müssen wir aber sicher dann noch rechtzeitig kommunizieren. 3 Tage lang verwandelt sich Bergdorf Myra zum Mekka für Telemark-Sportler. Neben Weltcup-Rennen findet am Fuß vom Schildhorn auch die Junioren-Weltmeisterschaft statt. Meine Kollegin Kim Franzen war am ersten von 3 Wettkampftagen vor Ort und hat sich mit der Schweizer Siegerin der Martina Wiss unterhalten. Bist du zufrieden mit deinem Lauf? Ich hatte recht Stress im Lauf. Mir sind ein paar Sachen passiert und
habe eigentlich gar nicht mehr gedacht, dass ich noch so schnell bin. Sagen wir so. Ich habe noch einen Stock verloren und oben beim Kreisel ziemlich spät gewesen. Und darum, umso schöner ist es noch aufgegangen. Kannst du sagen, wie oft du schon diese Piste hier runtergefahren bist? Normalerweise bin ich mehr eigentlich auf der Wengenseite, weil das so ein bisschen Trennsachen sind. Aber 30 Mal pro Jahr sicher und das die letzten paar Jahre. Also gefällt es dir auf der anderen Seite fast besser oder fährst du lieber hier? Nein, das würde ich nicht sagen. Hier ist immer schön, weil immer die Locals ein bisschen da sind. Und hier kann man einfach, für mich ist es so ein bisschen mehr zu frei fahren und schön fahren. Und die andere Seite ist mehr so ein bisschen Training. Und genau. Was fährst du am liebsten von den 3 Disziplinen jetzt? Eigentlich parallel. Und Klassik eigentlich fast am wenigsten gerne von den 3. Aber bis jetzt ist es eigentlich am besten in dieser Disziplin Klassik aufgegangen. Darum ist es noch recht cool. Es tut sicher immer erleichtern momentan, aber es ist wieder ein neues Rennen und darum wieder von Null an anfangen und 2 gute Läufe machen muss. So, das wär's gsi. Ob sich ein Besuch Moraz Myra bei den Telemarkerinnen auch wettertechnisch lohnt, verraten jetzt Kollegen von Meteo News. Mehr Infos zu den einzelnen Artikeln findet ihr online unter jungfrauzeitung.ch. Ich sage danke vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Hier ist Jungfrau-Zeitungswetter. Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, wir sind im Einflussbereich von einem Hochdruckgebiet, auch heute, an dem Donnerstag, am 10. März. Und entsprechend haben wir einen traumhaften Tag gehabt. Und die Aussichten für die nächsten Tage sehen ganz passabel aus. Obwohl sich das Hochdruckgebiet hier Richtung Nordosten zurückzieht und wir eher ein bisschen auf die Vorderseite von diesen atlantischen Tiefdruckgebieten kommen. Die Sonne wird sich immer wieder zeigen, auch in den nächsten Tagen. Gehen wir der Reihe nach und schauen wir zuerst mal auf den morgigen Freitagvormittag. Da ziehen aus Westen ein paar Schleierwolken auf. Möglicherweise hat es auch ein paar Nebelschwaden hier im Mittelland. Sonst am Vormittag aber insgesamt meistens sonnig. Morgen allerdings auch wieder frostig kalt. Am Nachmittag werden die Wolken, die hohen, mittelhohen Wolken dann zahlreicher und auch ein bisschen dichter. Es bleibt überall trocken. Es ist gesamthaft auch relativ freundlich, aber nicht mehr so sonnig wie am Vormittag. Maximal 11 bis 12 Grad haben wir in den tiefen Lagen. Ja, am Samstag und Sonntag geht es dann weiter mit einer Mischung aus Sonne und Wolken. Richtung Jura kann es vereinzelt ein paar Regentropfen geben, sonst bleibt es aber trocken und es gibt auch immer wieder sonnige Abschnitte bei maximal etwa 10 Grad. Nächste Woche geht es dann insgesamt recht sonnig weiter, mit ab und zu ein paar Wolken. Wir sehen, die Temperaturen gehen darauf definitiv dann in frühlingshaften Bereich. Das war vom Jungfrau Zeitungswetter, meine Damen und Herren. Ich wünsche eine ganz gute Zeit. Bis bald. Auf Wiedersehen.